Also, wenn ich ehrlich werden darf, normal ist das nicht. Ach, normal, normal. Was wollen Sie denn damit sagen, junger Mann? Sie können mir doch nicht zuweisen irgendeine Schuld. Okay, dann fuhr wir zusammen. Das ist also normal, dass ich hier in Dütthus bald ein Stünd um ihn soll und mir nicht sehen kann, wo sie ist. Obwohl sie weiß, dass ich sie besuchen will. Naja, es ist wohl eher Ihre große Mutter, die nicht ist ganz normal, nicht wahr? Also, Frau Steinbrenner ist schon sehr schwierig. Also, nun vergrieben Sie sich mal nicht in den Ton. Meine Oma ist sicher nicht verrückt. Also, Sie sind es doch, der macht Stress hier. Wissen Sie, ich habe auch gar keine Zeit mehr, mich mit Ihnen zu unterhalten. Reden Sie mit Chef, mit Herrn Treutler, ja? Ja, aber den darf ich auch nicht stören. Habt Sie mir wohl Time Musik? Also, super. Ach, Hans. Ans Gute für die Zukunft, sagt man wohl, ne? Vielen Dank, Herr Treutler. Aber ob er wünsche, da steht ich auf. Sie sind doch Herr Treutler, ne wohl? Hätte mich gar nicht gehört? Ich wär doch nur genug, oder? Herr Treutler süd und hört jümmers bloß das, was er sehen und hören will. Aha. Mi will Herr Tumens ab sofort nicht mehr sehen. Ich wurscht es kündigt. Fristlos. Proftit, Sie verstehen. Aber was vertell ich Sie dat überhaupt? Deit mir leid. Ein schönen Tag noch. Töten Sie. Insa, Sie sind doch Insa Harms. Ja, woher weiten Sie dat? Nach, min Oma, die hat letzte Weg am Telefon bannig viel von Sie vertellt. Bastian Steinbrenner. Ach, nu versteh ich. Frau Steinbrenner ist ihr Großmutter. Genau, und ich sag sie. In der Stufe ist sie nicht, in Gohan ist sie nicht und ja, hier sind auch bloß wie. Mit Frühstück hab ich sie noch sehen, man Donor. Nee, Donor nicht mehr. Aber kommt sie. Wir frugen einfach Frau von Raden und Frau Bitternagel, der beste Freundin. Jo, gern, aber ich dachte, Sie sind doch... Ach ja, ich bin ja gut hier. Oh, ich bin so dumm. Was mag ich überhaupt noch hier? Das ist so ein blöde Eigenort, jemals zu helfen, weten Sie. Na, dagegen ist doch absolut nichts zu sagen, aber Sie können mir helfen, wenn Sie mir wiesen können, wo ich die beiden Frunzlis finden kann, dann... Gern. Geht dann mal los. Ach, da schau an. Haben Sie immer noch nicht gefunden, Ihre große Mutter? Nein? Und Sie? Was machen Sie noch hier? Wer macht so viele Fehler, darf nicht wundern sich, wenn er nicht bekommt neue Chance auf Arbeit hier. Naja, ich wünsche viel Glück bei der Arbeitssuche, junges Fräulein, ja? Ich glaube, Sie können jetzt auch gehen. Ich will die mal was. Loten Sie das Briefen. Das bringt nichts. Das Luder. Ich will ihr so gern ein auf den Mund hauen. Seh, wer da doch die mir wie Treutler anschäden hätt. Ja. Darum möchte ich wetten. Was wäre denn eigentlich der Grund für diese Fristloskündigung, wenn ich das bieten darf? Also gut. Ich hef mi weigert, Herrn Lehmann zu fixieren. Hey ist dement und hey löbt auch ab und an mal in andere Zimmer. Aber da gibt doch bloß ein. Man muss sich um ihn kümmern. Ein Jüngers will er trüch holen. Hey, mag doch gar nicht, was da für ein Achterboden in sin Kopf fort. Aber von Herrn Angela und dem Leif-Chef ist da zu viel Arbeit. Fastbinden ist so bequemer. Also, aber das dürfen die doch gar nicht, ohne Einwilligung von den Kindern oder von den Betreuern. Allerdings. Und ich hef dazu auch ne secht. Man kennt sie gegen die Anweisung von Chef stellt, der flücht eben. Nicht zu Pfoten. Das ist Chef und das ist Troller. Der möchte ich so gern mal die Leviten lesen. Aber wo mucken man das? Hört sie mal. Das hätt ich allang vermoden, dass die beiden was miteinander hätt. Ich konnt kotzen. Na, kommt hier, vielleicht können wir hier noch was genaueres geworden. Ist keiner hier? Ist keiner hier, mein kleiner Bock? Wie muss ich mit
aufpassen nicht, dass uns irgendeiner sügt. Ach, sind doch alles alte, verrückte Leute hier. Wer sollte denen etwas glauben? Nee, aber wir haben auch Personal, ne? Und das ist weder old noch verrückt. Na ja, aber die machen doch, was wir sagen. Ist doch keiner hier, mein Hase. Und sag mal, du meinst wirklich ernst, dass wir beide fahren nach Florida im Herbst? Ja, du. Für 2 Wochen? Ja, du ist ein Buch, du. Aber ich hab doch noch so 3 Leute Sorgen. Was? Gleich 3? Na ja, mein Fuh muss mich aufköpen, dass ich wieder noch eine Fortbildung hin muss. Ah, sie wird glauben dir wie immer. Hat sie doch nichts gemerkt von unserer Liebe seit 2 Jahren nicht. Na ja, aber ich buche hier auch eine gute Vertretung und ich Nein. weiß nicht, ob Herr Hansen sich dafür eignet. Tut er. Macht genau, was wir sagen. Und ist schon mehr als 4 Jahre hier, nicht? Ja, na ja, vielleicht habt wir ja bis zum Hafsnägen Mitarbeiter, ne? Die junge Frau Harms hat uns ja nur heute leider verloren. Ja. Also besser, du schaust doch einen Mann. Diese Insa hat doch immer nur gegen uns gearbeitet, dieses kleine Luder das. Ja, richtig, du. Aber mein Frau kriegt auch gern mal auf uns Konto züg. Und ich muss das Geld für die Reise ja noch überwiesen. Na ja, und dann brauchen wir auch noch ordentlich Taschengeld. Ja. Buchst du einfach wieder im Konto von diesen alten, verrückten Leuten. Wie immer. Du wirst machen das gut. Na ja, ich hoffe ja, dass mir wieder was Gutes entfällt, ne? Und dass das bei der Prüfung von das Finanzamt nicht abflücht, ne? Und diese blöden Kontrollen von der Krankenkasse, die können mir auch Ärger machen. Ja, aber weißt du, schreibst du einfach wieder auf 100 Pakete von diesen Windeln. Weißt du? Ja, wer soll denn schon beweisen, dass nicht stimmt? Du wirst machen das großartig. Ja, du, aber jetzt wieder an der Arbeit kriegst du das Coffee-Tit, ne? Jo. Na gut, ich eile, mein Chef. Ja. Das ist doch... Das kann doch nicht... Hätte das hört? Jo, der unterschluckt Geld von den Bewohnern und muckt sich drum ein schönes Leben. Also sowas. Okay, ich bin ganz ruhig. Andreas Treutler hat 3 Probleme obteilt, der hier noch unten wegrümmelt. Und ich wart nur auch 3 Dinge erledigen. Zuerst go ich nur de Krankenkasse und warte über die Machenschaften hier berichten. Und dann gebe ich auch das Finanzamt einen lütten Tipp. Jo, richtig. Und Nummer 3? Nummer 3 ist der größte Triumph. Jo. Ich war... Oh, Bastia! Oh, Oma! Du bist die, jo, Wetter. da mein Junge. Ach, darauf. Ich möchte denn los. Sie hätte ihr Großmutter ja noch gefunden. Jo, Tschüss und vielen Dank für Ihre Unterstützung, Herr Steinbrenner. hab ich doch gern mal. Tschüss. Tschüss. Na, mein Junge. Ja, Oma. Du verstehst die mit Insa-Geld. Ach, keine Ahnung. Ich kenne sie erst in 3 Minuten. Du, der ist gar nicht so verkehrt, ne? Und wenn du mich quasi als den Schwiegergroßmutter fragen darfst. Oma! Ja, was denn? Und das richtige Öller hätt sie doch auch. Oma, ich bin all verpartnert. Ja, du und diese Thomas. Ja, das ist ein Freund, ne? Aber ich mein doch, so für das ganze Leben, Jung, ne? Also ich an den Steh würde mich Mumpet mehr um Insa bemühen, du. Ja? Herrgott, Oma, ich bin schwul, das weißt du doch. Ja, das weiß ich ja. Aber das meinst du bloß, Basti. Und kick mal, die Insa ist doch wirklich ein schmucke Dern, was? Ja. Okay, jo, ich Ja. geb das ab. Du lässt ja doch nicht locker. Na, ich wart irgendwann mal mit der Insa Edenblum. Einverstanden? Ja, du, das hört sich doch noch laut an. Ja. Sag mir, Ja. wo wärst du denn bloß? Na, in Dörp, ich muss was besorgen. Och. Ja. Du bist weg von hier, um die abzumelden. Richtig, ich bin weg von hier, um mich abzumelden, ja. Aber das verstehst du vielleicht nicht, Jung, ne? Also, das stellt hier immer so viele dumme Fragen, ne?
Vor allem diese Frau Natur angelangt, ne? Ja. Du, ich muss mich erst mal bei den hinsetzen, ne? Ja. Die Beine, das Ritt halt, wer da so. Ich habe auch bloß ein paar Fragen an die Mignon. Und als Biologe kommst bloß du doch für ein Frage. Internet haben wir hier ja nicht, ne? Na, Oma, was wollt du denn wissen? Ja, also, wo wirkt Rottengift auf Menschen? Ne, jo, also Rottengift bringt du erstmal eine Blutkreislauf. Ja. Und kann schwor Krankheitsbeschwerden gut lösen. Die Hochkrankkrise. Ja. Und wenn man nicht fix noch einen Doktor absagt, kann das mit dem Tod enden. Ja, das ist anders. Aber das hängt doch sicher davon ab, wo viel man davon ingenommen hat, ne? Oder ob man das pur oder ob das mit irgendwas vermischt worden ist. Das ist doch sicher ganz verschieden, oder? Absolut, jo. Ja. Also, nehmt wie mal an, du wart nicht behandelt, ne? Ich mein, du kommt kein Doktor. Wo lang dauert denn wo so ein Doktor? Oma, was sind denn das für Fragen? Ich glaub, das ist besser, ich sag nun gar nichts mehr. Das hört sich bald so an, als wirst du irgendeinen umbringen. Ach, Bastian, nun sag, Alter, das ist wichtig. Nee, ich sag nichts mehr. Ach, Bastian. Ich bin doch die Lieblingsoma. Na ja, Kunststück. Ich helfe bloß noch die. Ja, also, Naja, wo lang sind Dodos kam Tür, bitte Innung von Rottengift. Das ist ganz verschieden. ja, Aber ein Stünd ist normal, denke ich. ein ganzes Dünn. Also, das ist definitiv zu lang. Bis dahin hätt ihr allang einen Krankenhaus anrauben. Nee. Oma, was lohnst du? Ach, Luise, da bist du ja. Mensch, wir sind hier alle in graude Sorge um die. Wie nimmst hast du die aufmelden? Hallo, Bastian. Hallo, Frau von Rahm. Sag mal, wo wärst du denn bloß? Na, Nuggets mit Köpfmoken, ne? Von you kommt jo rein gar nix. Sieht den Weg an nicht. Also, Luise, da bist du ja wieder. Du kannst doch nicht einfach so... Mein Gott, noch mal, ich bin ja nun wieder da. Nun hau den Mund verdammt noch mal. Jo, so ist sie, mein liebe Oma Luise. Ja, guten Tag, Bastian. Guten Tag, Frau Bitternagel. Du, Bastian, sag mal, Zyankali, wer Was ist mit Zyankali? Zyankali? Ratzfatz, ne? Was wollt du mit Zyankali? Na, Rottengift ist to unsicher, ne? Hefet ju Glickse. Hefet der ganz umsonst kauft, ne? Ja. Kann er von you ein bruken, ne? 4 Teining und ninki. Aber ich gebe das für 3 Euro ab. Gott, du Gott, er hat das wirklich Mo. Ja. Oma, wozu immer du das köftest? Ich glaube, das ist besser, du nimmst das Leber wieder von Tisch runter. Ja. Ja, hast wohl recht, Ja. ne? Ach du Bastian. Kommst du denn nicht so rein taufällig an Zyankali? Nee, komm ich nicht. Und nur André. Wo kein wird sie umbringen? Treudler! Aber ich hab das Almo gesagt. Ich kann das mit meinen Gewählten eigentlich Du hältst den Mund! Du magst auch mit. Jo, richtig. Wenn denn wie alt drei. Ja. Obwohl das ja für mich eher uninteressant ist, was Luise du plan. Sie weiß ja, ich bin bloß zu Gott. Also du hältst auf den Mund. Mein Gott, noch mal, kein kann das denn noch hören. Mit der Kotti bricht. Also G3 wird Treudler umbringen. Ja, genau. So ist aber klar, dass bei Mord bitte 15 Jahre Haft. Ob jeden von you kommt, Ja, du bleib da. also
Ich verstehe langsam gar nichts mehr. Hallo? Was ist los hier? Ist Kaffeezeit. Gehen bitte alle sofort in den Raum für Essen und Trinken, ja? Lernen Sie erstmal unsere deutsche Sprache. Bevor Sie mit uns reden, nicht? Raum für Essen und Trinken. Genau. Ja, also so ein Bäder, Deutsch, Fräulein Angela, das wird. Ja, ja. Wen haben wir denn da? Das Madamchen Steinbrenner ist wieder reingeflogen. Sie wissen genau, dass Sie sich müssen melden ab, bevor Sie Haus verlassen. In den letzten Stunden wir nur mussten suchen nach Ihnen und uns kümmern um Sie. Das wird haben ein Nachspiel. Das war ein Nachspiel, Herr. Ja. Weil Sie mir auch gut schmieden, so als der Gaut insah. Bitte? Kehren Sie besser vor Tür von Ihrer Hausmadame. Ist Haus vom Betrügen. Wegen bezirzen verheirateter Mann. Sie verstehen. Also wirklich, halten Sie den Mund und Sie gehen jetzt alle sofort in den Raum für Essen und Trinken, ja? Also ich glaube, die anwesenden Bewohner gehen nun nirgendwo mehr hin. Die blieben hier, wie sie was zu beschnacken haben. Ja, war nicht gar Bastian. Ja. Prima, Bastian. Ja. Und er brun plörre, ne? Der dürft sie söms suppen. Da krieg ein Jodam Grippe von. Was ist das eigentlich? Ölmo durchlaufen Sünderposten, Muckifuck oder was? Also wissen Sie was, ich werde machen, Meldung, aber sofort. Ja, mogen Sie das, Mann. Da sehen wir wohl nicht, Sheriff, womit Sie uns wo bestrafen können. Also, dit Luder, dit verlogen Luder, behandeln uns hier als Putzlappen. Tja, das teilt sie wohl. So, aber nun wieder in Text, ne? Also Rottengift ist to unsäger, meine Jungs. Und an Zyankali kommt mi Leibe Bastian wohl nicht ran, ne? Also was schlug sie für? Vielleicht schon wieder einfach noch mal über No denken. Jo, das ist eine gute Idee. Ja, also, Das ist eine Shit-Idee. Wenn die beiden anfangen, darüber noch zu denken, dann denkt die noch an Hilligen Abend noch, ne? Uns Blut wird durchdrucken. Und das hüt noch. na, ich möchte die Mordpläne gerne noch wieder verfolgen, aber ich muss leider los. Einen wichtigen Termin. Oma, wenn du noch was brauchst, dann sag mir Bescheid, ne? Ja, wenn ich noch Fragen hef, melde ich mich, ne? Jo. Aber ich glaube, wenn uns so ist das handelsüblich Fleischmess oder Kök die Bestlösung. Gott, oh Gott, oh Gott. Na, hier in Döthus muss ich was ändern. Das liegt auf der Hand. Ja. Aber hätte diesen Troll der glickste Tod verdient? Jo, hätte. Na dann, fehlt bloß noch das Domtrio bis zum Mordpläne. Ich krieg bald mal wieder in, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Hätte sie hüt noch sagen. Du, hey, ist wirklich ein besonders netten Jung, den Enkel. Ja, das ist sie. Ja. Ja, ja. Du, hey, der kann nicht go to Insa passen. Ja, da hast du recht. Nicht wahr? Kein Wort davon, hört die. Leg doch nicht ein Tour von Thema ab. Wie will die denn nun vergehen? Ja, ich finde ja, wie denkt Alt-Räder noch mal über No. Jo, das ist doch eine gute Idee. So. Nee, ich hab schon mal gesagt, das ist eine Shit-Idee. Uns Plan wart durchtrocken und das hüt noch. Hüt noch? Ja. Oh Gott, Hedwig, hätte sie Hüt noch sagen? Jo, das hätte sie. Oh, mi warte. Oh, ey, oh, ich möchte noch mal auf Klo. Nun kiek die
ich wie von Raden an, ne? Muck sich all in ne Büchs, wenn man bloß vom Morgen schnackt. Wie schall das denn erst waren, wenn wir das auch ernsthaft muck, ne? Ja. Vielleicht schuldig ihr ein von mir ewig schlimmern und leben. Ja, gute Idee, Marga. Ja. Ach, Frau Steinbrenner, Sie sind tröch. Ach, hey, hätt wüsster du weg wärst. Jo, ich bin wieder trüg, ne? Ja, und hey, wüsst dat. Ja. Das ist aber auch nicht der feine Ort. Wie hast die Freundin Jo, können nun hier- schwieg still, Marga, ne? Herr Alberstedt, hemmt Sie denn noch was von? Ja, mein Kumpel Gregor hätt mir Ja. ja den Böker bröcht dich in beten Haar, nicht? Aber das stünd bloß eins, dat bin, was ich all ohnt hef. Ja. Eins negativ. Eins. Ja, das meiste ist so unsicher. Und auch nicht so einfach möglich. Ne? Ja, weten Sie, so ein Menschen Luft in der Adern sprütten, nicht? Das ist zwar effektiv für den Tod, Ja. aber Frau Steinbrenner, wo wird sie das mogen? Ja, dass Herr Teutler was davon mitkriegt. Mensch, der wird sich doch wehren. Ja, das ist absolut klar, ne? Und wieder? Ja, also mit einer Überdosis Insulin, da fühlt sich das just so. Ja, was ist denn mit dem Gewehr? Auch wenn Sie mir das nicht glauben könnt und ich in Knast wäre. Ja. Aber ich kann mit besten Willen kein Knarre abtriefen. Oh, das ist to dumm. Denn so ein Pistol, ne? Das wär eine gute Methode. Ringen, zielen, aufdrücken, fahren. Der Trepp. Oh Mensch, wir können Treutler doch der harte Trepp von ersten Stock runterstöten. Oh, so einen ordentlichen Vordreh und zack ist er hin. Nee, to ungewiss. Kein Garant, dann bricke sich am Ende bloß wat, ne? Und wie kriegt bloß das Stroh für Körperverletzung? Ja. Und wenn wir sie im Büro abfackeln? Jo, da hab ich auch einmal andacht. Aber kein garantiert uns denn auch den Dank von Treutler. Und unter dem gefährt wie auch der anderen Bewohners. Nee. Oh, ja, aber dann bleibt ja nicht mehr viel, ne? Ja. So. Das ging aber fix, ne? Bist wohl bang, dass du was verpasst, wa? Ja, oh, nimm sie doch Platz. Du Hedwig, Na, du Hedwig. Herr Alberstedt hätt wüsst, dass Luise weg wär, gediegen, nicht? Och, hab ich doch was verpasst. ja, du verpasst schon sommers eins, ne? Wie du die meiste Zeit auf den Pott setzt. Das ist doch gar nicht wahr. Ist wohl wahr. Naja, also wenn ich mal so ganz ehrlich wein schalen. Schaffst du nicht. Oh, meine Doms, das gibt einfach keine hundertprozentige Möglichkeit, Treutler fix und sicher umzubringen, ne? Ja, also so kann man das auch wieder nicht sagen, Herr Alberstedt. Denn wenn wir ein Pistol haben, ne? Also das wär sicher. Ganz wahrscheinlich sicher, ja. Hätt wie aber nicht. Edge. Tja, denn bliff uns wirklich bloß das Grautfleischmess und die Küche. Mutter, wen? Ich kann auch kein Blut sehen. Ja, ich ja auch nicht. Aber das Mess ist sicher. Ein Stich, deep in hart und tschüss. Wie war's schlecht? Aber wer muckt das denn? Na wie, dumm froh. Oh, nee. Was heißt das wie? Mein Gott, noch mal. Wie drei. Also noch mal veral. Wie drei. Herr Alberstedt ist uns Kompliz. Die waren uns auch nur als Tüch zur Verfügung stehen, ne? Hey, hätt deutlich sein, dat wie Treutler afmorgs hem. Bloß so sind uns die 15 Jahre sicher. Richtig, so habt wie das beschnackt. Ja. Ja. Aber sie Und weiß wenn doch, du, Hedwig, nun wieder mit den Leier kommst, da du bloß Tokotti-Plech hier bist und bald wieder weg bist, ne? Dann kannst du nun in den Stuf gehen
Und gut ist das mit uns Freundschaft. Wenn du allerdings endlich insitzt, da du die bloß wat vermogst und dat langsams wird, da die Kinder, die hier nicht wieder Rut holen wollen, ne? Dann blieb sitten und weiß ein von uns. Na wunderbar, dann wird das auch abklopfen. Mensch, du weißt doch nicht so hart, das ist so gemein, wenn ein Tröm platzt. Die Wahrheit ist schon das Beste. Als anders ist bloß verlogen. Nun nimmt sie das doch nicht so schwer, Frau von Raden. Sie habt das doch hier gar nicht gut drauf. Mit Frau Bitternagel und Frau Steinbrenner. Ach Mensch, Hedwig, du musst das auch jemals von der Poposi nicht sehen. Positiv halt das. Ja, doch. Ja. Hedwig, du hast das hier doch gut drauf. Und vielleicht haben die Kinder, die auch den ganzen Tag allein loben. Die müssen doch auch arbeiten. Ach, das ist doch schön hier mit Luise und mit mir. Oh, stimmt das denn nicht, was Frau Bitternagel sagt? So, nun ist genug mit den Fraus, ne? Und wieder ein Text hier. Ach, Ah, ich war ja just geworden, dass uns verloren ging. Kind, wer da da ist, ne? Das verloren Kind kotzt hier glicksen Hub mehr. Was der Heimleiter Treutler, denn wer der wegwischen darf. Also, wo schnackt sie denn mit miese, unverschämte Person, sie? Ja, richtig, unverschämt. Na, töft sie. Sie weit dat noch wiesen. Von morgen an blieb uns Hustür abschlossen. Ja. Und wer gut will, muss sich zuerst bei mir melden. Jo. Ja. Nimm's verletzt das Hus ohne mein Toastemmung. Oh, bitte? Auch nicht um guten Spazieren zu kommen? Nee, auch nicht. Und, Frau Jankovic? Ja, Chef? Frau Steinbrenner ward für ihr Fehlverholen und ihr Beleidigung bestraft. Ach so, Herr Treutler, geht das nicht im Beten zu weit? Und da holt sie sich mal gut, Herr Alberstedt, nicht? Also, ich war mir was überlegen, dass auch Frau Steinbrenner sich hier in das Hus so verhält, wie mir das passt, nicht? Und bis dahin bleibt sie dreht durch auf ihr Zimmer. Sie soll nur denken über ihr Sünden. Frau Jankovic, Ja? spart sie Frau Steinbrenner in. Also gerne, Chef. Soll ich jetzt gleich machen? Ja, nun geht's, nicht? Und Armbrot kriegt sie heute auch nicht, nicht? Also ich denke, das war sie wieder zur Vernunft und Verstand bringen. Sie blöde Patschi. Luise, du bist ja so still. Ich wohl Treutler bloß noch muss schnacken hören. Lang schnackt hier ja nicht mehr. Ich wohl ihm dat gönnen. ja, schnack nicht mehr lang. Ja, oh Gott. So, Sie haben gehört, was Chef angeordnet hat. Ich werde Sie jetzt bringen auf Ihr Zimmer. Kommen Sie. Oh, fut mich nicht an, du Luder. Du kümmerst dich nun um die anderen Bewohner, ne? Sonst hast du hüt dat noch in die Kaffee. Oh, das ist ja... Sie wollen mich umbringen. Hilfe! Oh, Gott, du verrückte So, wir dürfen nun kein Tiet mehr verlieren, ne? Der Moment ist da. Nun oder nie, ne? Und ihr habt gehört, was Treutler mit mir verhört. Hey, hätt dat verdient, den Schwein. Ja, das hätte elende Schwein. Ja. Inschluten und kein Eten. Also der Kerl, das ist ja wirklich bloß ein Stück Schied. Ja. Die sind also dabei, Marga. Ach, na, das ist ein Vorfall? Jo, Hedwig, nur erst recht. Herr Alberstedt, Ja. sie schlägt sich nun in die Küche und holt das graut Fleischmesser. Aber passt sie auf, dass sie nimmt süt. Ja, das krieg ich wohl hin, ne? Ja. Und dann drobt wir uns hier allwetter und beschnackt, wo das genau ablaufen soll, ne? Ja, Mit Glicks. Ja.
So, und ich war in dieser Zeit, mo gau dat Rottengift auf min Stuf bringen, ne? Sag mal, Kate, wie du klickst du ein Treutler? Genau. Oh, dann muss ich vorher noch mal kloppen. Ja, hey, kick dir das wunderbare Klo noch mal an, ne? Das ist uns letztes Tag in dieser Seniorenresidenz Obensen. Morgen sind wir all zusammen in Knastparadies. Luise, nu geht das los. Kommt wie dann erstmal in U-Haft? U-Haft, hey, das Marga. Marga, Ja. wir sind eiskaule Killer. Und unter dem vollgeständig, denn bunkert der uns sicher in gleich wieder durch. Ja. Oh, hoffentlich sei das nicht in der Zeitung. Und dann noch mit dem Bild. Nicht mit Bild, in ne Bild. In ne Bildzeitung. Mit Bild, in der Bild. Lass mich nicht allein. Da heffig dat. Och, dat wär ja ein Kinderspiel. Hallo? Wo Steinbrenner? Wo Bitternagel? Jo, wie sind wir da da? Sind sie fündig worden? Bönig. Großartig. Herr Alberstedt, Sie sind ein Schatz. Ja. Ach du liebe Tiet. Und du meinst wirklich, wie möcht all drei das Mess anfoten? All drei, Marga. Just so, als ich die das wies hef. Und genau so war das auch passieren. Hörst du? Oh, ja, wenn du das so sagst. Oh Gott. Hedwig, kniep auf, das ist ja Hedwig von Raden, ob das Steh bist du hier? Nicht mal in Rosing Geschäft kann man hier mocken. Nee, wie hier ein Geschäft, was wichtiger ist, erledigt werden muss. So, nun komm her. Nu geht das los. Herr Alberstedt, die Tatwaffe bitte. Bitte sehr. Und nun möchte ich Sie beten, uns den Weg frei zu hauen, nicht? Uns dürft nun nimm's mehr in die Quer kommen. Für allen das Früchtchen Angela nicht, Nee, ne? natürlich nicht. Nimm's zu sehen. Das ist gut. So, und je beiden fängt nun mit ein Hand den Griff an. So? Jo, das ist gut so. Na los, Marga, die fehlt doch. Oh. Und du meinst, da kann wirklich mit Chef kommen? Wie wir das nun fix über die Bühne bringen, dann klappt das auch nicht. Ich schall wo an den Schrifttisch sitzen, mit dem Gesicht noch ein Fenster hin, ne? Und wenn er hört, dass die Tür abgeht, wart er sich mit seinem Stuhl umdreht. Und dann rammt wie die Klinge in den Boss. Sind die so weit? Nee, aber was nützt uns das noch? So ist ja nimm's zu sehen, wie ich uns sieht.
Na denn, meine Doms. Ob ein neues und besseres Leben, nicht? Könnt wie, Herr Eiberstedt? Jo, ist eins klar. Also, ob 3, jo? Oh, 300 wäre mir lieber. Wie oft, dann konnte ich noch mal auf Klo. Herrgott, doch wurde die Mucki ganz wahnsinnig. Also, ob 3, Ja. So. 1, 2. Mein Gott, wie nennt man denn sowas? Was meinst du? Na, wenn was passiert, was doch gar nicht muck worden ist. Voodoo. Das ist Voodoo. Das habe ich letzt erst in dem Alleine lest. Oh, aber das kann doch gar nicht angehen. Meinst du, dass er tot ist? Das scheint so. Aber wie träumt doch nicht. Wie hätte er doch noch nicht tot? Ich bin doch nicht dement. Wir wären doch noch gar nicht in den Ruhm. Herr Eiberstedt, kick Sie noch kaum und noch, ob da irgendein noch in Ruhm ist, ja? Vorsichtig. Jo. Nee, ob da ist nichts bin. Oh, wie wären das nicht? Das wären wir nicht. Wie wären das nicht? Nee, das Spöck hier. Wir wollen das Reutler doch erst umbringen und nun liegt er tot um den Tisch hier. Also damit das jed ein Chlor ist. Egal, was hier wirklich passiert ist. Wie sind die Täter? Und wie hemmt Afmors? Hört die? Und du bist mager bitte Nagel. Doch wenn du das sagst, Luise. Jo, das sag ich.